Oh, mit denen schießt wieder unser Katana Zero. Jo, dann legen wir jetzt mal wieder die 5er, ey. Play. Es ist einfach immer nur zu laut, meiner Meinung nach. Oh, was soll ich machen? Inzwischen versteckt das sich sogar. Der mysteriöse Typ da, der macht irgendwas an der Maschine. So, jetzt bitte müssen wir das nicht nur mehr machen, oder? Oh nee, oder? Oh. Ja, ich mach das schnell, dann kommt es wieder dazu. So, jetzt bin ich durch Praxis, durch das Studio. Das ist doof, dass man sagt ja dann nicht wirklich. Nee, ein paar Sicherheitstipps für Halloween in diesem Jahr. Vor allem da kommt das Speicherding und dann machst du einfach so auf. So, gerade jetzt haben wir gestern noch drungen. Ach, das war das, was wir gemacht haben, ne? Süßes Ohr, das Haures. Ja. Es ist bloß ein alter Ballmantel und jetzt gib mir Bonbons. Süßes oder Saures. Also im Kühlschrank ist ein Ding. Vielleicht haben wir da Süßigkeiten. Was ist das? Du hast da ein paar Schokosticks. Wahrscheinlich, das sind wirklich Süßigkeiten. Oha, Schokosticks. Schönen Grüße an Leviathan. Fröhliches Halloween. Also im Kühlschrank hat man einen Fischkopf gehabt. Legen wir uns mal schön ins Bett. Morgen dann schöne neue Praxis. Dings. Seht nur. Komisch, der widerspenstige Schwertkämpfer erwacht aus dem vergifteten Schlummer. Ja? Feige und ich haben dir das was in den Tee getan. Hast du es nicht mehr gemerkt? Er kämpft vergebens. Fehlgeleitetes Herz. Es ist nicht an der Zeit für euch, diese geheimnisvolle Schwelle zu überschreiten, obwohl Zeit sich der Herrschaft keines Mannes unterwirft. Seht nun in mein jammervolles Antlitz und lauschet ihnen Worten. Genau, lausch du nur, du Scheißkerl. Zwei glänzende Masken dein Antlitz zieren. Aus Gold und Sterling-Silber, sie entscheiden über Leben und Tod. Seht, die Silbermaske befühlt den Tod. Mit Schwert und Schleuder bringt euch auf dem Altar den trüben Wein der Menschen dar. Bist ein echter Killer, hm? Nicht ganz so gruselig, wenn du Ko bist. Hihi. Die goldene Maske leuchtet vor Leben. Eine Vestalin, die das unendliche Fraktal der Zeit durchwandert. Von Babylons heimtückischen Zauber unberührt. Ist das da etwa ein Mädchen? Ich wusste gar nicht, dass du ein Bewusstsein hast. Hihi. Gestörter. Zwei Masken besitzt ihr, doch eine allein vermag euer Antlitz zu schmücken. Gold oder Silber, Leben oder Tod. Drei Körner Sand bleiben euch noch in eurem schrumpfenden Stundenglas. Entscheidet euch um eure Seele willen. Euer Seelenwillen, o fehlgeleitetes Herz, du. Die stoische Ernte der Zeit bringt Bitternis. In 3 Tagen treffen wir uns wieder und du musst wählen, Leben oder Tod. Aber vergiss nicht, egal wie du entscheidest, die andere Option nehmen wir dir. Und jetzt hau ab. Hihi. Noch 4 Tage. Leben oder Tod. Hä? Fernseher ist einfach weg. Hä? Also erzählen Sie noch mal von den Maskierten. Wie komme ich hierher? Die Maskierten aus Ihrem Traum. Erzählen Sie mir mehr.
Was ist los, verdammt nochmal? Hm? Wann bin ich hierher gekommen? Ah. Was geschieht mit mir? Hm? Hören Sie mir überhaupt zu? Die Stück Scheiße. Was zur Hölle? Wach auf. Wach auf, verflucht nochmal. Lol. Hä? Also. Hä? 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 28 Jahre in diesem gottverlassenen Dschungel. Versaten zu töten war nicht so schlimm. Ich erinnere mich kaum noch daran. Aber diese Dörfer niederzubrennen, diese nackten Bauern schreien zu hören. Das sehe ich jeden Tag. Das ist keine PTBS. Das ist die Droge. Es ist erst eine Woche her, aber es fühlt sich an wie ein Jahr. Die Wörter werden immer länger, die Moskitos summen immer lauter. Wenn die Droge nicht mehr wirkt, bleibt die Zeit stehen und man steckt für immer im Dschungel fest. Wie Sandkörner in einem schrumpfenden Stundenglas. Ich weiß, was als nächstes kommt. Ich muss um einen Gefallen bitten. Noch minus 684 Tage. Hey, Papa braucht seine Medizin. Hilfe einem alten Veteran. Ja, X im Krieg 6 Affenbasser herumgelegt. Ist doch erst einen Tag her seit seiner letzten Kostprobe. Wie kann das sein? Dieser Mann war nie mehr als der Alkohol. Und wenn er alle isst, bleibt nur die Flasche zurück. Jämmerlich. Absolut jämmerlich. Gehen wir einfach weiter. Versuchen wir Augenkontakt zu vermeiden. Bitte helft mir. Hä? Lol. Ihr unfokussierter Blick erweckt nicht gerade Vertrauen in mir. Ich habe Ihre Dosis erhöht, um die Sache gestern auszugleichen. Bitte vergessen Sie nichts von dem, worüber wir heute gesprochen haben. Keine Ahnung, was wir gesprochen haben. Okay. Al-Qasim, verschwiegener Gründer und CEO von Neotech, einer Militärlogistikberatung, enge Kontakte zur Regierung von New Mecca involviert, in Militär und FE, vermutlich leicht bewacht, trotzdem Vorsicht walten lassen. 71. Was ist los? Lustigerweise, das Büroklammer, die müssen halt eigentlich zurückbleiben, jetzt das. Jetzt mal wieder im Normalding oder was? Hä? Okay, also. No. Okay, das war vielleicht jetzt nicht so intelligent, aber hey. Ja.
nehme fast clean. Ne? Eine äthiopische Krawatte ist es. Wenn über die Zunge auf. Mega kein Muskel, sonst. Himmel, du bist das. Bist du wieder dabei, mir zu folgen, verflucht und zugenäht? Nichts mehr unerledigt lassen. Oh lol. No. Lass mal wieder aufladen, unsere Batterie. No. Easy. Oh, bloß 3 Anläufe oder so braucht. Ach, jetzt haben wir da. Hä? Jetzt läuft's wieder. Jetzt wieder reingekommen bin jetzt. Okay. Kidoki. Wieder ernsthaft eine Flammenwerfer aufklappt. Okay. No. Nee. Cheesen. Das macht langsam immer mehr Spaß, ich weiß auch nicht warum. Diese Schwierigkeit, das macht so gerade aus irgendwie.
Oh. Ja, noch juckt's einfach nicht. Oh lol. Was geht da? Komm schon. Macht der da überhaupt? Haben wir das erste Mal durchgekommen? Ich glaub schon, oder? Hä? Hä? Fahr auf, verflucht mal, ich war doch da schon durch. Mein Kopf. Ich bin ja wach. Gut. Ich hatte schon mehr erwartet. Der berüchtigte Drache. Man bedenke nur, ich habe zu dir aufgesehen. Nun, noch letzte Worte. Ins Knie. Ebenfalls. Mr. Knutschgesicht, Rühe abschneiden. Körper in Zement. Klar wie. Bing. Oh je. Mein Kopf, Ich hatte schon mehr erwartet. Der berüchtigte Drache, man bedenke nur, ich habe zu dir aufgesehen. Der war gut. Jetzt bin ich dran. Mr. Knutschgesicht. Ich habe doch meinen Namen nie gesagt. Hast du ihm bloß die Zunge rausgeschnitten, hä? So eine verfluchte Zeitverschwendung. Ich komme zu spät zu meiner Verabredung. Oh, belastend. Haha, du hinterhältiger Bastard. Du bist nicht wegen des Kronos hier, du hast es schon. Ich wusste es. Ich wusste es. Wie oft habe ich dich schon umgebracht? Er ist auf Kronos. Klingelt's dir da in den verfluchten Ohren? Willst du jetzt reden? Willst du uns jetzt verraten, wie wir sie herstellen können? Ah, red schon verflucht nochmal. Ich glaube, du hast ihm die Rippen gebrochen. Solche Typen reden nicht. Aber du schon. Dein Spielchen kenne ich jetzt.
Hör mal, ich habe eine Reservierung laufen im zweiten Mystik und ich komme sicher nicht zu spät wegen einem gottverdammten Kronos-Junkie. Jetzt sag mir, woher du deinen Stoff bekriegst, damit ich dein miserables Leben beenden und mich wieder um meinen Arm drücken kann. Das ist Kronos. Ja? Du weißt nicht mehr, was Kronos ist? Du bist auf Kronos Knutschgesicht, schau mal. Nicht so schnell jetzt. Fluch nochmal. Der Drache soll in der Nähe von Al-Qasim liegen. Wenn wir den Laden abfangen, die Leute werden glauben, er war auf der Suche nach Drogen oder sowas. Was, lebst du immer noch? Egal, Mann, du wirst wahrscheinlich sowieso einfach zurückgehen und das hier ändern. Was zum Teufel? Ich mochte schon absichtlich. Man merkt schon irgendwie, ne? Okay. Fang schon an zu reden. Wer schickt dich? Woher kriegst du deinen Stoff? Spuck es aus, sofort! Ein Psychiater schickt mich. Ach ja? Dein Segenklempner? Blutgesicht, töte ihn. Und entsorge den Körper des Drachen, wenn wir fertig sind. Hä? Okay, versuchen wir es nochmal. Wer schickt dich? Keiner schickt mich. Glaubst du, ich spiele nur rum? Glaubst du, ich mache Witze? Du wirst tatsächlich sterben, kapierst du das? Ich werde dich töten, wenn du mir nicht sagst, wer dich schickt. Keiner schickt mich. Oh, Jesus. Wie oft haben wir jetzt schon gestorben? 8-mal, 9-mal, 10-mal. Vielleicht muss man diesmal nicht drucken. Was zum Teufel? Also müssen wir jetzt auf das andere. Hehe. Glaubst du, ich will deine Anerkennung? Du Arsch, ins Knie, ins Knie! Wir hätten einfach Fluchgutes Tun sein können, weißt du das? Deine Person, mein kinematografisches Flair, das hätte Kunst werden können. Ich werde dich töten, verflucht. Scheiß doch auf die Fragen. Er versucht bloß was zu sagen, was dir unter die Haut geht, wie. Halt ein verfluchtes Maul, du Arsch. Verflucht, verflucht! Frag Al-Qasim, wer ein Arsch ist. Er hat ja noch nichts gesagt. Frag den verfluchten Al-Qasim, wer ein Arsch ist. Frag ihn verflucht nochmal. Ich bin nicht in Stimmung für dieses Scheiße. Kümmere dich um den hier, Mr. Cruz. Sag dem bloß, Al-Qasim war tot, als wir hier ankamen. Hä, hä. Hey Jungs, schaut euch das mal an. Ah, okay. Kann man den irgendwie... Was genau? Hallo? Hallo?
Logre gemacht, ja. Ach, weil der so. Hä? Gut, jetzt können wir ein bisschen Spaß haben. Lol, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Hä? Oh, ich muss gedrückt halten. Hä? Was ist denn das bitte? Ja, natürlich wieder genau in dem Spot war. So. Komm schon. Oh, no. Okay. Komm schon. So. Jetzt komm. Ab mit dem Kopf. Du hast das Kronos nicht finden können. Du hast das Kronos nicht finden können, oder? Er hatte nicht geredet. Ich glaube, er wusste, wer uns geschickt hat. Der Boss wird nicht glauben, dass Al-Qasim tot war, als wir ankamen. Er lässt mich ziemlich unprofessionell dastehen. Er hat sowieso nichts gesagt. Diese Investorentypen wissen nichts darüber, wie man es herstellt, das Kronos. Was wir brauchen, sind Wissenschaftler. Vielleicht solltest du ihnen nicht die Köpfe wegblasen. Er hat auch nichts gesagt. Manchmal weiß ich nicht, was ich mit dem machen soll. Trotzdem irgendwie beeindruckend, dass du in der Lage warst, den Schwerkämpfer zu eliminieren. Der Boss könnte deswegen deine mörderischen Tendenzen übersehen. Hey, das war keine große Sache. Doch, war es schon. Ich habe seine Technik im Studio für 51 gesehen. Er hat Dutzende Leute getötet, Mühe und leidenschaftslos. Er war fast schon kampfbereit, ehe ich auf ihn losging. Es war nichts hinter diesen Augen, keine Seele, keine Reue. Seine Mission war ihm egal, auch die Leute, die er getötet hat, sogar er selbst. Ich weiß, dass ich manchmal hart zu dir bin, aber ich bin stolz auf dich. Der Drache war keine normale Null. Himmel, Snow. Glaubst du, der Boss gibt mir eine Belohnung? Vermutlich. Wenn man vom Teufel spricht. Himmel, nicht so verflucht nah, die Dinger sind scharf. Das ist wohl der Stil vor Bleach.
die Kirschblüten. Falls jemand Anime guckt. Motorrad von an oder was? Oh, bämt. Jetzt sind wir auf euch Volltrödel. Aha, mein Osten. Gegenverkehr. Ah, why? I don't know why. So wieder so eine lange Folge, aber ich jetzt mir gar nicht durch. Der wird da immer abgehört wo irgendwas, oder? Ich sag nicht, wie ich das machen soll. Keine Ahnung. Ah, nichts mehr. Das ist das Problem. Ich glaube, dass wir es einfach nur überleben muss. Nicht die veräppeln jetzt, oder? Ah. Miau. Das ist schon ein bisschen belastend.
Kommt da irgendwann mal das Ende davor, oder? Ja, aber kann ja nicht unendlich lang sein, oder? Und jetzt können wir wieder das, was wir noch bringen. No! Ah, das ist belastend. Dann wieder die Salben. Bin ich wieder drin. Oh, weil du dann nichts dagegen tun kannst, das ist schon so, was mir mehr nervt eigentlich. Das ich verstehe, dass man mehr Abwechslung in die Spiele bringen möchte, aber das ist halt einfach etwas, wo ich überhaupt nicht verstehe. Wenn man sowas überhaupt macht. Weil ich kann dagegen hier nichts machen. Das ist halt einfach die Wahrheit. Ich krieg's kotzen, ey. Jedes Mal jetzt halt. Ich komme einfach durch das Level nicht durch. Jetzt können wir jetzt wieder die Salben. Immer wieder die Dinge. Kann ich da nicht irgendwas machen? Muss ich da irgendwas machen können? Ah. Kann die Schüsse zurückballern. So. So. Ja. Oh, jetzt kommt das wieder. Haben wir es jetzt. Ja. Ich meine, da muss ich jetzt unendlich lang fahren, Alter, deswegen. Ich musste heute auch einiges aushalten wegen ihnen. Glaubst du, ich habe das noch nie gemacht? Ich habe 6 von euch 0 umgebracht. Wie glaubst du, bin ich an diesen Job gekommen, verflucht nochmal? Du glaubst also, ich sehe jetzt scheiße aus? Das ist bloß ein Kratzer, verflucht. Weißt du, diese eine Null hat 7 verfluchte Male von einer Meile weg auf mich geschossen. Als ich ihn gefunden hatte, habe ich ihm den Hals verdreht wie einen verfluchten Putzlumpen. Wie einen verfluchten Putzlumpen.
Du glaubst, du bist ganz hart? Der Drache? Tja, ich bin der Drachentöter. Er ist nicht der Drache. Das bin ich. Lol. Ah. Ganz schön schwer zu finden. Ich habe Fragen. Lol. Sie haben mir einen Termin verpasst heute früh. Ich habe aus den Nachrichten erfahren, weshalb. Auf dem Highway steht ein qualmender Helikopter. Das Chaos, das sie gestiftet haben, ist unentschuldbar. Wir reden morgen. Also sagen wir doch nicht der Drache. Gehen Sie direkt nach Hause und bereiten Sie sich auf den morgigen Auftrag vor. Sie sehen aus, hätten Sie einen üblen Tag gehabt. Was das denn sein, Sir? Cherry Mega Blaster. Dödum, dödum, dödum. 6 verfluchte Monate noch. Wir hätten diesen Vollpfosten völlig überrascht. Affenbuster konnten kein Stück kämpfen. Wie konnten die gewinnen? Verflucht nochmal. Hast du was zu sagen, Kumpel? Nichts. Haha, du weißt schon, wo du im Moment bist, stimmt's? Diese Boy ist nur für Veteranen. Sieht aus wie eine Auszeichnung für besondere Leistungen, Tarik. Ach ja, wo hast du den denn her? Das Lehrhaus auf der 5. Hast du ein echtes Babygesicht. Es gibt doch bloß Veteranen und Junkies im 3. Bezirk und du bist kein Veteran. Wie viele hast du umgelegt? Hübsche Geschichte, Babygesicht. Der Krieg ist seit 7 Jahren vorbei. Du hast noch an den Titten deiner Mami genuckelt, als wir da draußen im Dschungel waren. Weißt du, wir hätten gesiegt, verflucht nochmal, wenn diese gottverdammten Hippies im 1. Bezirk nicht rumgeheult hätten wegen der Kindstötung. Diese Affen sollen verflucht sein, ihre toten Kinder sollen verflucht sein. Genau, verflucht sollen sie sein. So ist es recht. Diese Runde geht auf mich, Babygesicht. Wir haben uns gehasst. Ich dachte, wir würden Helden sein, Mann. Ich dachte, ich könnte alle Weiber umkriegen, als wir wiederkamen. Alles bloß wegen diesen übersinnlichen oder was die sind. Gedankenkontrolle Spezialeinheiten von der Regierung. Labormonstrositäten aus dem Reagenzglas. Dauert der alte dich mit Verschwörungstheorien voll da drüben? Ignoriere den alten Aufschneider. Schon mal was den Kampfdrogen der Regierung gehört? Ich will verflucht sein, wenn ich den Namen kenne. Die hatten diese verfluchten Todesschwadron voller übersinnlicher Supersoldaten. Die hatten Tausende von Leuten abgemurkst, haben ganze Dörfer massakriert. Anscheinend hatten sie auf eine Art Droge gesetzt, die sie die Zukunft sehen oder Gedanken lesen ließ oder sowas. Ein Kumpel von mir hat mal einen getroffen, hat Karten gespielt und jedes Mal gewonnen, als hätte er vorher schon gewusst, wie es laufen würde. Erzählt er dir die Geschichte von dem Kartenspiel? Als Maul, Ray. Schau mal, ich sag doch bloß, dass da irgendeine ernsthafte Cypherkacke am Dampfen und vielleicht hätten wir gesiegt, wenn die das Kämpfen echten Soldaten überlassen hätten. Weiter nichts. Weißt du, mir hat in 7 Jahren nicht ein einziger Zivilist zugehört. Du bist ein schlechter Lügner, aber ein guter Kerl. Na, austrinken. Die Bar schließt, wird Zeit zu gehen, Sir. Die haben mir ihre Zeche schon gezahlt. Bezahlt, gehen wir. Drunken Samurai. Tür. Drinnen. Die Tür. Was? Los, okay.
Hilf! Terrorismus der auf dem Highway des ersten Bezirks. 34 Tote. Noch 3 Tage. So, ich würde sagen, das reicht für die Folge. Und ich werde es auch gleich weiterspielen, weil sonst haben wir wieder das Geschieß. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo oder das Like da. Bis dahin. Bis morgen.